Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein selten kurioser Prozess geht heute in Szene, makaber und gruselerregend. Doch die haarsträubenden Erzählungen des Angeklagten interessieren den volkskundigen Amtsgerichtsrat. Das ist schon sehr merkwürdig. Ich habe zwar wirklich geglaubt, nach 30-jähriger Richtertätigkeit in diesem hinterwäldlerischen Nest sei mir nichts mehr fremd, aber sowas von einem bodenlosen Aberglauben ist mir den Donnernd vorgekommen. An Druden und Hexen glauben Sie noch? Ja, schämen Sie sich denn gar nicht? Jetzt leben wir schon das 12. Jahr im 20. Jahrhundert. Herr Kläger, Sie hätten ruhig von einer Anzeige absehen können. Dergleichen Anschuldigungen kann man doch nicht ernst nehmen. So interessant sie andererseits für die wissenschaftliche, volkskundliche Forschung auch sein mögen, aber daran glauben, das ist ja verrückt. Druden und Hexen gibt's nicht. Auch nicht hinterm Holz in Unterross in Gemeinde Dürrling, Amtsgerichtsbezirk Geisbach. Verstanden? Hab gute Lust und lehn das ganze Verfahren ab. Ich bin kein Prozesshansler, Herr Richter. Ich vertrag viel von die Bauern. Als armer Heißlermo bin ich's Bravsein und Unterschlucker schon gewohnt. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Stimmt, was zu viel ist, ist zu viel. Ich lass mich doch von denen kein Extra heißen. Und was wahr ist wahr. Vor alle Leid, beim Wirt in Dürrling nennt er mich einen Billmesser und Bockschneider. Mein lieber Perzel, das ist doch so hirnverbrannt und lächerlich, dass man sich durch sowas doch gar nicht beleidigt fühlen kann. Was heißt denn heutzutage Billmesser, Bockschneider? Das sind doch weitgehend unbekannte Begriffe, die als solche doch gar keine Beleidigung mehr darstellen können. Ja, lassen Sie einer sowas gefallen, Herr Richter. Ich darf ja grad mal Heißel verkaufen und wegziehen. Er zieht ja gerade weg. Die ganze Gemeinde Dürrling ist froh, wenn die niemand mehr sieht. Na, ich weiß wirklich nicht, wie ich diesen Fall behandeln soll. Das ist mir denn doch zu blöd, ist mir das. Bei dem ist die Billmesserei am Hausdorferrat. Der gehört was gekriegt, nicht ich. Hast du mich schon mal erwischt beim Bockschneiden? Mir oder mein Vater, na? Darfst du das sagen? Warum stehst denn du in der Kirche immer ganz hinten bei der Tür, hä? Mit einem Fuß noch halber draus? So, jetzt reicht's mir aber. Wir sind hier kein Hexengericht. Und Scheiterhaufen brennen bei uns auch keine mehr. Himmeldonnerwetter noch einmal. Machen wir es kurz. Herr Kläger, ich habe mich jetzt leider selber davon überzeugen können, der Angeklagte schädigt tatsächlich Ihren guten Ruf durch fortwährende üble Nachrede. Er muss bestraft werden. Es ergeht daher folgendes Urteil. Der Angeklagte Viehbeck Jakob, Bauer in Unterrossing, wird wegen fortgesetzter... Ich kann das beweisen, dass er Billmesser ist. Unterbrechen Sie mich jetzt nicht. Ich mag nichts mehr hören von diesem Unsinn. Ich hab da einen Zeigen draus sitzen. Was sag ich, 3 Zeigen hab ich. Aber was wissen denn die? Nichts wissen's. Dass du Bockschneider bist, wissen's. Und dass du einen besseren Blick hast, wissen's. Und dass du meiner Tochter die Heirat vermasselt hast. Angeklagte, jetzt setzen Sie sich hin und hören Sie mit Ihren fortwährenden Unverschämtheiten auf. Unsere Tochter ist ein Trud. Die hat mir Kaiwald erdruckt. Und ein Jahrling. Und ein Hinnerer. Lass du meine Tochter aus dem Gespiel, die ist bei dir halber unglücklich worden. Das ist eine neuerliche Frechheit, Herr Rat, dass er jetzt auch noch mehr Dirndl als eine Hex verschreibt. Ich hab nicht gesagt Hex, sie ist ein Trud. Das ist ein Unterschied. So. Schön. Jetzt sagen Sie mir mal, was verstehen Sie eigentlich unter einem Billmesser, unter einem Bockschneider, unter einer Trud? Hm? Das ist komplizierter. Also was eine Hex ist des Wissens. Ja? Billmesser und Bockschneider nennt man die Kunden. Die sind Leute, die den Bauern das Getreide stehlen. Na, halt ans einfach ein Dieb, nicht wahr? Jawohl, ein Dieb, aber ein teuflischer Dieb. Ja, der sitzt auf einem Boglauf und reitet durch den Acker durch, wenn's Getreide schon wachsen ist. Und wo der durchreitet, wächst nichts mehr. Ah, interessant. Und Sie haben den Herrn Kläger schon mal auf einem Geißbock sitzend durch Ihren Weizenacker reiten sehen? Freilich, heuer erst wieder. Ja, so ein Depp, ich hab ja gar keinen Geißbock. Macht doch nichts. Was ein rechter Billmesser ist, kriegt den Bock zu leiden. In dem dies ein ganz besonderer Bock ist. Einer aus dem Teufels im Stall. Ja, ist ja großartig. Sie, Viehbeck, das müssen Sie mir näher erklären. Ja, schauen Sie noch meinen Acker an. Da können Sie den Bocksgang ganz genau sehen.
Ja, sonst nix mehr. Einen Lokaltermin setzen wir auch noch an, deswegen. Ja, die Billmesserei nehme ich ihm gar nicht in übel. Da wäre doch der Schaden nicht so groß. So, wo ist denn der Schaden dann größer? Ja, äußern Sie sich nur. Wissen Sie, ich will nämlich darüber einen Artikel schreiben, damit die Welt endlich einmal erfährt, mit was für hanebüchenen Dummheiten wir es hier zu tun haben. Sie glauben ja nicht, Herr Rat. Nein. Das ist leicht möglich. Der bringt dann jeden da hin, wo er ihn haben will. Der ist gefährlich. Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein. Herr Rat. Ja, bitte schön, setzen Sie sich hin. Weiter, welchen Schaden hat er Ihnen denn dann noch zugefügt? Jahrelang treibt er schon. Das weiß ich gar nicht mehr alles. Einmal zum Beispiel, da sind die ganzen Gänse verschwunden gewesen. Und die Gänskragen, die hat man hinter den Stadel draus gefunden. Nur die Kragen. Kein Fuchs, kein Marder macht das. Aber ich weiß schon, wer das da hat. Den kenne ich gut. Jetzt nehmen wir das erste Mal Ihre Bratzen vom Richtertisch weg, gell? Ja, ist das alles, was Sie da wissen, hä? Na, ja, der Mann ist also boshaft, wird Nacht finster ist. Na, alles hätte ich ihm verziehen. Die Gänse, Sehnersterben, die Billmesserei, das Unglück im Kirchstein raus und so weiter. Und auch, dass seine Tochter eine Trud ist, für das kann er nichts. Aber eines vergiss ich ihm nie. Meiner Tochter, der Babettel, hat er jetzt zum 3. Mal eine Hochzeitabspenstig gemacht. Ja, sowas. Ja, wie hat er denn das gemacht? Ja, das möchte ich auch wissen. Das ist für den leicht. Der hat doch den bösen Blick. Wenn der einen glücklichen Menschen anschaut und wünscht ihm was Schlechtes, ist schon geschehen. Herr Gerichtsrat, die 3 ehemaligen Hochzeiter von dem seiner Tochter hab ich als Zeugen mitgebracht. Die sitzen draußen. Lassen Sie die Herren reinkommen und hören Sie sich ran. Die erzählen Ihnen was anderes. Nein, nix da. Einer genügt wohl. Wachtmeister, bitte einen der Zeugen herein. Was für einen, Herr Amtsgerichtsrat? Ja, was für einen. Irgendein, heute ist ja wurscht, ist einer wie der andere. Den Josef Weiß, meinetwegen. Josef Weiß. Jawohl. Angeklagter, setzen Sie sich wieder hin. Jeder von denen 3 erzählt da was anderes. Meine Tochter sitzt da draußen, die wird's dann wohl besser wissen. Ja, von mir aus. Und meine Tochter erzählt nachher die Geschichte von der Trud. Herr Rat, meine Tochter hat er gesagt. Und rumblärt hat er in der ganzen Pfarrei, war er Trud. Die ist auch beleidigt, das muss extra bestraft werden. Ja, das kriegen wir schon. Eins nach dem anderen, setzen Sie sich wieder hin. Erst kommt der böse Blick und dann die Trud. Der Zeuge Josef Weiß, Nierlinger Sohn von Nierlingen. Ja, danke schön. Kommen Sie her. Herr Richter, das ist der 3. Hochzeiter, den er meiner Tochter verschaucht hat. Ming hat das nicht, deine schöne Tochter, den kreislichen Hafer. Keine Aufregung, Herr Kläger. So, Herr Zeuge, jetzt sagen Sie uns einmal, warum haben Sie denn die Tochter des Angeklagten nicht geheiratet? Ja, mei. Ja, mei, das ist eine erschöpfende Auskunft. Hat Ihnen nicht gefallen, ne? Ja, das war mir wurscht. Aber da hat's nicht gestimmt. Nicht? Ich brauche eine mit 12.000 und sie hat gerade 80. Aha, na, da handelt es sich aber um eine sehr natürliche Ursache. Von Zauberer ist doch da keine Spur. Dankeschön. Das heißt, noch eine Frage. Herr Zeuge, glauben Sie an den bösen Blick des Klägers? Glauben Sie überhaupt an Truden, Hexen, Billmesser, Buchschneider, solche Sachen? Hm? Ich? Ja. Ich nicht. Aber da muss stimmen. Ja, das ist klar. Dankeschön. Nehmen wir Platz, Herr Zeuge. So. Wachtmeister. Was schon gleich ist, jetzt hol's mir bitte noch die verschmähte Braut herein. Jawohl. Ich möchte auch wissen, wie sich die junge Generation zu dem Problem Aberglauben verhält. Ne? Es geht, wie sich's der da wünscht. Herr Richter, der hat ihn bereits angesteckt. Ihnen und die Zeigen. Schauen Sie nur, wie der grinst. Ich begreif Sie nicht, Fiebeck. Ich komme da nicht ganz dahinter. Sind Sie wirklich so hinterwäldlerisch naiv oder treiben Sie nur frech Spott mit uns? Hä? Spott ist das keiner. Da gibt's so viele Tatsachen. Viele Tatsachen, ja. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus könnte mich das sehr interessieren, aber das führt zu weit. Hier geht's jetzt erst einmal um den bösen Blick. Fürchte nichts, Babettel, sagt die Wahrheit. Die Zeuge Babette Fiebeck, Tochter des Angeklagten. Ja, komm es her, Frau Zeugin. Jungfer Zeugin, warum wohl glauben Sie, hat der Zeuge Josef Weiß Sie nicht geheiratet? Das kann ich heute noch nicht verstehen. Ja, das ist ja wirklich schwer zu verstehen. Ja, wie der Vater sagt, weil ihm der Heiselgirgel aufgehetzt hat. Na ja, bevor dass er zu mir gekommen ist, hat er da, der Girgel, einen Weg verwünscht. Das gibt's. Nein, Mädchen, sowas gibt's nicht. Ja, das ist jetzt schon der 3., den er einen Weg zu mir verwünscht. Ohne Rimpf, ich gebe ihm nach dem 2. Hochzeit 20 Mark mit der Bitte, dass uns wenigstens die 3. Partie nicht versalzt.
Oha, stimmt das? Herr Kläger, Sie haben diese 20 Mark wirklich genommen? Ja, natürlich, wenn er mir schon gibt. Ich bin ja nicht blöd. Oh, mein lieber Herr Kläger, das könnte man aber schlicht und einfach als Betrug bezeichnen, gell? Ja, aber das Geld nicht von ihm verlangt. Er hat mir so direkt aufgedrängt. Da hat er gesagt, nimm die 20 Mark Kirche, hat er gesagt, und hilf nicht mehr den Hochzeiter, sondern hilf meinem Babettel. Er will's halt mit Gewalt verheiraten und wenn es sein muss, mit Teufel. Auf den ist auch kein Verlass mehr. Und jetzt gibst du mir die 20 Mark wieder. Nein, Freundl, du hast mir schon nur gemacht mit deiner Rederei. Herr Richter, muss er mir's geben oder nicht? Als wenn ich keine Partie war mit 8000 Mark. So viel geile Hochzeiterinnen gibt's nicht. Ja, lass mal mehr Ruhe. Und wenn eine mehr hat, nachher ist sie vielleicht eine schlechte Hauserin. Ja, unter 12.000 wird man nicht Nierlingerin. Hören Sie es wieder auf, Kitzbodis. Meine Herrschaften, wir sind hier keine Eheagentur. Bitte nehmen Sie alle miteinander wieder Platz. Da ist doch keine Spur von Hexerei dabei, Angeklagter. Der Zeuge mag Ihre Tochter nicht, das ist alles. Nicht? So braucht man keinen bösen Blick. Ja, also privat, ich meine vom wissenschaftlichen Standpunkt aus könnten mich solche Sachen ja wirklich sehr interessieren. Ich denke da an meinen Artikel nämlich, denn da tun sich ja wahre Abgründe in der Volksseele auf, von denen ich noch gar keine Ahnung gehabt habe. Ja, da kennen Sie noch lange nicht alles. Meine Tochter, die Kathi, was bei ihm Mitterdien ist, sagt er, war er Trud. Ist er? Und was für starke? Er tut, wie es im Buch steht. Ich sag ja nicht gerade, dass dir im Kopf fällt. Na, so leicht mach ich das nicht. Ich sag das mitten ins Gesicht, du bist ein Lump. Und du traust dich nicht einmal ganz in die Kirche hinein. Das haben Sie schon einmal gesagt, Angeklagter. Beleidigen Sie den Herrn Kläger nicht fortwährend, das ist doch alles Unsinn. Himmel, Donnerwetter, noch einmal. Gehen Sie weg. Was Sie unter einer Trud verstehen, das möchte ich jetzt von Ihnen noch hören. Ein glatter Rufmord ist das an meinem Dirndl. Sie ist ja unglücklich nur. Also, eine Trud, Herr Richter, das ist eine unschuldige Jungfrau. Ja. Sogar eine Schönheit kann das Mädel sein und brav dazu. Mit 17, 18 Jahren, aber auf einmal über Nacht, da kriegt sie die Druckerzucht. Was haben Sie gesagt? Die drückende Sucht. Sie muss was in die Hände kriegen, was Warmes, was Lebendiges und muss das drucken. In der Nacht natürlich, dass man es nicht sieht. Sie schleicht sich in der Schlafkammer rein, nicht wahr? Heimlich, auf Zehenspitzen, springt ihr an den Hals, setzt sie auf der Brust auf, dass der Luft wegbleibt und dass du keinen Schnaufer mehr kriegst. Wie Sie, Herr Richter, sind Sie auch schon mal von der Trud gedruckt worden? Nein, da ist mir nichts bekannt. Nicht? Weiter, was passiert dann? Erstickt das Opfer? Nein, das muss nicht der Fall sein. Weil wenn das passiert, dass die Trud einen umbringt, dann ist sie ja geheilt. Aber Gottlob gelingt das ganz selten. Und so ein Mädel hat die Druckerzucht lang. Ja, bis ein Wechseljahr rein. Weil meistens wird man ja munter. Und so wie man aufwacht, ist die Trud machtlos und muss augenblicklich verschwinden. Sehr interessant. So schnell, dass man sie überhaupt nicht zu Gesicht kriegt. Sehr interessant. Und woran erkennen Sie denn zum Beispiel, dass so ein Mädel eine Trud ist? Woran haben Sie seine Tochter als Trud erkannt? Ja, nach 14 Tagen bereits. Und das gründlich. Ha, jetzt glaubt der Herr Rat auch schon den Schmarrn. Ein Schmarrn ist ein Schmarrn, dass Sie glauben, dass ich den Schmarrn glaube. Machen wir doch nur aus wissenschaftlichem Interesse meine Notiz, nicht für meinen Artikel. Ja? Versprechen wir davon einen kleinen Beitrag für die Volksgesundheit. Ja? So, Herr Angeklagter, Sie haben also seine Tochter als Trud erkannt. Woran? Ja, das ist ja so. Also sehen Sie, Herr Richter, also gleich noch lieber, als wir auf einen Menschen geht eine Trud aufs Viech im Stall los. Und besonders auf die Ross. Ja, und die Röster sind gescheit. Ja, die erkennen eine Trud auch beim Tag. Wenn so ein Mädel mit der druckerten Sucht in einen Rossstall geht, ja, da fangen die Sturten zum Schnaufen an, als wenn sie dampfig waren. Sie schwitzen und sie zittern. Ja, und die Hengste erst, die legen die Ohrwaschel hinter, steigen den Schwanz auf, ziehen an der Ketten, dass man meint, sie reißen sie los. Ja. Also, im Rossstall kennst du das sofort, ob ein Mädel eine Trud ist oder nicht. Aha. Und bei seiner Tochter, da haben die Rösser sofort so ganz rebellisch reagiert. Ja, und wir? Im Rossstall bin ich erst auf die Idee gekommen, dass wir wahrscheinlich eine Trud im Haus haben. Schon etler Tag nach Lichtmess, da war sie gerade 8 Tage da. Da kommt der Rossknecht ganz aufgeregt daher und sagt, Bauer, sagt er, ich glaub, wir haben eine Trud im Haus. Okay, sag ich, glaub doch die Geschichte nicht. Eine Trud? Wer von unseren Weiberleut soll jetzt da eine Trud sein? Na, sagt er vielleicht die neue Dritteltieren. Oder das kleine Kuchelmensch. Es kann auch von den Mittertieren eine sein. Verdächtig ist er jede, sagt er. Ja. Und dann haben Sie Ihre Damen so quasi zur Probe, zur Prüfung, so eine nach der anderen durch den Rossstall geführt. Vermute ich das richtig, ja? Ja, freilich, hab ich. Ja, und fleißig. Seine Tochter, die neue Dritteltier mit ihren 18 Jahren, die ist aufgekommen. Lug und Trug, der Mann ist ein hirnbrandig und der Ehrabschneider ist ein Schuft, ist er auch. Herzog,
Bitte keine solchen Einwürfe mehr, sonst werde ich ungemütlich, gell? Liebe weiter. Ja, ist jetzt zum aus der Haut fahren. Was tust du schon mit einer Trud? Zur Rede hab ich's gestellt. Aber sie hat alles weggeleugnet. Geh zu, sag ich Dirndl, gesteh's ein, du kannst doch nichts dafür. Dann fängt's zum Jammern an und sagt, Bauer, sagt er, ich bin kein Trud, tu mir grad das nicht an, ich bin keine. Sie ist auch keine. Ja, jetzt da nicht mehr. Aber eine harte Kuh ist das gewesen. Geh weiter, sag ich, steh's ein, das Leugner nützt dir nichts mehr, die Röster, die haben dich aufgebracht. Und jetzt gehst mit mir zum Herrn Pfarrer, der muss uns helfen. Wenn du nicht magst, sag ich, dann muss ich da kündigen. Ich kann keine Trud dulden auf meinem Hof. Und dann ist er mitgegangen. Was wollten Sie denn beim Herrn Pfarrer? Gibt's da so eine Art Spezialsegen oder so? Nein, ein Segen hilft nichts. Eine Trud muss noch mal tauft werden. Was, man noch mal getauft? Ja, nur mal tauft. Und das hat der Herr Pfarrer gemacht? Nein, er hat's nicht gemacht. So dumm ist der nicht. Der hat ihm ganz anders die Leviten gelesen. Das Mädel, hat er gesagt, hat seine Taufe gekriegt und er wäre kein Wiedertäufer. Ja, sag ich. Herr Pfarrer, dann muss er mir eben selber helfen. Und dann bin ich gegangen. Und dann haben Sie sich selber geholfen und haben Sie dann auch wirklich bekehrt und geheilt, ja? Ja, ich habe ihre Hähne gegeben zum der Drucker. Aber sie hat lang nicht mögen. Sie hat sich immer geweigert. Ich habe ihr immer gut zureden müssen. Nein, sagt's Bauer, ich da druckt da nix. Aber auf einmal dann ist es ja doch recht gewesen. Ich bin in der Nacht auf dem Georgitag gewesen. Ich bin im Saustall draußen gesessen. Nicht nur in der Nacht, oder? Ja, auf dem Wurf von der schwarzen Sau habe ich gepasst. Ach so, Also ich bin da draußen gesessen, auf einmal geht die Tür auf. Es mag so 1 Uhr in der Früh gewesen sein. Und sie kommt daher, im Heimat. Sie sieht mich, erschrickt. Nur da bleiben, sag ich, nur da bleiben. Dirndl, jetzt bist du überführt, jetzt nützt dir das Leugnen nichts mehr. Und dann fängt sie zum Weinen an und sagt, Bauer, ich kann nichts dafür, ich spür sie in die Hände, es juckt, ich muss was da drucken. Ja, sag ich, Tom, macht Hähnerstein auf, nimmt ihre Hähner raus, da druckst und du bist erlöst. Sie hat mir auch gefolgt, hat die Hähner da druckt, aber es hat nicht geholfen. Die Hähner, die war schwach. Da habe ich ihr dann 3 Tage später ein Kaiwald da drucken lassen und jetzt ist sie erlöst. Er ist und bleibt der größte Bazi, der rumläuft im ganzen Bezirksamt. Aber sag ich denn, im ganzen Königreich. So, ist das der Dank, dass man was tut für die armen Kinder? Darf mich dir anzeigen, mich vors Gericht bringen? Was hast denn du schon da für das arme Kind? Herr Oberamtsgerichtsrat, lass es meine Tochter reden jetzt. Die verzeiht da was anderes, aber schon ganz was anderes. Ich hab die Wahrheit gesagt. Ein Lump bist. Herzl, ruhig jetzt. Wachtmeister, die Zeugin Katharina Herzl. Katharina Berzl. Jawohl. Ja, was ist denn das? Jetzt habe ich mir immer eingebildet, ich wäre Amtsrichter in einem mitteleuropäischen Städtchen. Dabei komme ich mir vor wie ein Heidenmissionar im Urwald. Setzen Sie sich wieder hin, meine Herrschaften. Die Zeuge Berzl Katharina hat zurzeit Dienstmarkt bei Kottmeier in Türling. Ja, danke. Frau Zeugin, kommen Sie ein bisschen näher. Na, kommen Sie halt her, lassen Sie sich anschauen. So, na, das ist aber eine recht sympathische Trud. Hm? Ich bin kein Trud. Ja, das weiß ich, Mädchen, habe ich nur aus Spaß gesagt. So, jetzt erzählen Sie uns der Reihe nach, wie Sie der Viehbeck von Unterrossing als Trud traktiert hat und wie er Sie schließlich dann auch bekehrt und geheilt haben will. Verschweigen Sie dem Gericht nichts und sagen Sie die volle Wahrheit, gell? Das war gleich nach Lichtmessen vergangenes Jahr. Da bin ich beim Viehbeck als Dritteldier reingestanden. Ja. Und da ist mir der Bauer die ersten 8 Tage schon immer so komisch nachgegangen. Es ist mir gleich aufgefallen, bei der stimmt was, das habe ich mir gesagt. Ruhig, Sie haben Ihre Erzählung schon geliefert. Er ist Ihnen also, wie Sie sagen, so komisch nachgestiegen, ja? Ja, das ist er. Und ich bin ihm immer aus dem Weg gegangen. Da hat er mich gefragt eines Tages, ob ich das wüsste, dass mein Vater ein Billmesser war und den bösen Blick hätte. Nein, sage ich, das weiß ich nicht. Ja, sagt er, das stimmt. Seiner Tochter hätte er die Hochzeiten verschaut. Das ist ja wahr. Ruhe! Weiter von Persl. Und nachher ist er mit der Trud dahergekommen. Ich bin ein Trud, hat er gesagt, und wenn ich es nicht glaube, hat er gesagt, soll ich mit ihm in den Roststall gehen. Und weil er gar nicht aufgehört hat mit dem, bin ich halt einmal mitgegangen in den Roststall. Ja, und dann? Ja, er möchte mir die Truderei nehmen, hat er gesagt. Und er kann das auch, wenn ich... Ja, wenn ich, reden Sie ein bisschen flotter, Frau Persl. Ja, wenn sie nur mal getauft wird und wenn es mit mir zum Pfarrer geht. Zum Pfarrer wolltest du mich erst 5 Monate später bringen. Bringt alles durcheinander. Zuerst hast du gesagt, probieren wir es so. Was so? Ruhig! Was so? Lassen sich doch nicht jedes Wörtel so mühsam rausquetschen.
Ich soll zu ihm auf die Nacht ins Saustall kommen und nachher tat er mich von der druckenden Sucht befreien. Ja, jetzt muss ich schon dumm fragen, haben Sie denn selber wirklich an Ihre merkwürdige Erkrankung geglaubt? Er hat's mir einen Monat lang vorbetet. Das sei öfters der Fall, hat er gesagt, dass die Trud selber von ihrer Sucht nichts wissen. Aber er tat's gut kennen. Ja, da bin ich halt einmal rausgegangen ins Saustall. Und was ist dann... Ruhig! Was ist dann geschehen im Stall? Nix Gescheites nicht. Ich hab's doch schon gesagt. Sie wollten ein Schweinderl haben. Das geht für 20 Mark. Nein, sag ich. Ja, Hähne tut's auch. Und hat's ein Kaiwi sein müssen. Das ist nicht wahr. Wahr ist? Ruhe! Und dann, Freund Hessel, machen's weiter? Das war das Allergescheite, hat er gesagt, wenn ich ihn selber drucken tät. Dafür gang sofort die Truderie. Druckert, jetzt schneiden Sie nicht so lang rum, Frau Perssel. Ich garantiere Ihnen, die Gerechtigkeit wird ihren Lauf nehmen. Jawohl, Gerechtigkeit. Dann hab ich ihm halt gefolgt. Was haben Sie? Ja, besser mir als mir ein Schweinderl. Das geht für 20 Mark. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, noch einmal Viehböck. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie einen Rummund halten sollen, dass Sie still sein sollen? Was haben Sie? Ich hab ihm halt gefolgt, weil ich nicht mehr gewusst hab, wo mir der Kopf steht. Und hab ihn gedruckt. Und heute ist der Bub bereits ein halbes Jahr alt. Und vom Zahlen ist kein Red nicht. Hoppla, Nachbar, daran bin ich unschuldig. Ja, du und unschuldig, du bist doch schon als Bazi auf die Welt gekommen. Und trotzdem bin ich unschuldig. Und kein Magel auszahlt und auch zu wenig Lohn hast dir gegeben. Ruhe! Ruhe! Der Fall nimmt ja eine ganz unschöne Wendung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube dem Mädel aufs Wort. Angeklagte, äußern Sie sich dazu. Legen Sie ein Geständnis ab, und zwar schnell und umfassend. Das ist ja ungeheuerlich! Herr Richter, lassen Sie nur sagen, ich kann ja gar nicht der Vater sein. Ihr Geständnis möchte ich! Kennen Sie sich bei den Truden aus, Herr Rat? Ich rate Ihnen gut, hören Sie jetzt bloß mit Ihren saudummen Märchen auf! Nichts Märchen, das ist die Wahrheit. Ich hab mein Großvater aber das schon verzeiht. Und jeder alte Bauer weiß das. Bei einer Trud kann überhaupt nichts passieren. Da kann die Trud nur gesund werden, aber passieren kann nichts. Das ist ein Naturgesetz. Ja, was zahlst du für dein Naturgesetz? Du Gescherter Hamme, du Gescherter. Was hätte ich denn machen sollen, Herr Rat, wenn der Pfarrer nicht noch mehr tauft? So, jetzt alles auf Platz! Angeklagter? Stehen Sie auf! Sie auch! Ich verkündige das Urteil. Jakob Viehbeck, Bauer von Dorossing, verurteile Sie im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern bzw. seiner königlichen Hoheit des Herrn Prinzregenten Luitpold wegen übler Nachrede, Verleumdung und Beleidigung und Nötigung. Oder möchten Sie dafür ein eigenes Verfahren? Zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr, ersatzweise zu einer monatlichen Geldstrafe von 30 Mark. Eine Summe, die Sie anschließend weiterbezahlen werden, und zwar über den Zeitraum von 17,5 Jahren weg. So. Die Sitzung ist geschlossen. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Herr Amtsgerichtsrat, was ist eigentlich mit Ihrem Artikel geworden? Ah, der Artikel über die Truden, meinst Ja, du den meine Der ich. ist abgelehnt worden. Na, ja, no. ja, doch. Die Geschichte war dem Herrn Redakteur zu wenig seriös. Haha, Wir haben eine Ahnung, was hierzulande noch alles geglaubt wird. Prost, meine Herren. Prost, ja. Eine liebe Zeit. Trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.